Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva la Movilusion Podcast. Wir haben vor Zeit schon mal einen veröffentlicht mit zwei Gästen aus dem Schwabenländle. Da man die nicht gescheit verstanden hat, weil sie die ganze Zeit Goschen vorher Spätzle gehabt haben wir uns diesmal jemanden aus heimischen Gefilden gesucht. Und zwar nicht keinen geringeren als den Bürgermeister der Stadt Landau-Isar, Matthias Kohlmeier. Matthias, servus. Servus, grüßt euch. Ui. Vielen Dank, ist mir eine Ehre. Servus. Servus, hi. Kurze Vorstellrunde von Matthias selber. Zuerst wollte ich nie vorstellen, aber mir ist eingefallen, ich weiß nichts von ihm, weil ich über AfD bei. Ah Gott, nein, das hätte ich nicht sagen. Matthias, stell dir doch einfach mal kurz vor. Ja, Matthias, mein Name, 34, seit kurzem die Ehre, Bürgermeister in Landau sein zu dürfen. Für die Gruppierung Landau gefällt mir. Davor war ich im Energiebereich tätig. Ja, und freut mich narrisch, dass ich heute da sein darf, bei so einem berühmten Format über Gott und die Welt und vor allem Filme, oder? Ja, glaube ich. Hauptsächlich Filme, ja, und Blödschiss. Genau, also passt optimal, freut mich. Ich meine, ich habe heute gerade noch 2 Wochen Urlaub gehabt, heute ist mein letzter Urlaubstag, den kann ich, glaube ich, nicht besser verbringen als hier, also von dem her vielen Dank. Das ist, mir geht's Herz richtig auf. Ich bin ein bisschen rot geworden, das sieht man jetzt zwar nicht, aber mein Herz vielleicht. Und einen restlichen Urlaub hast du einen Podcast von uns angehört, oder? Genau, ja. Tatsache. Ich habe heute gesehen, dass er unsere neue Veröffentlichung geliked hat. Also sowieso. Hey. Ich arbeite auf Top-Fan-Abzeichen auf Facebook hin. Brav. Sehr schön. Ich hätte ihm doch ein richtiges Bier geben sollen, einen Querradler. Ja, Matthias, wir wissen bei dir allgemein, so abseits von dieser ganzen Politikerei, die du jetzt zur Zeit machst, das war wahrscheinlich auch anstrengend, als du die ganzen Wahlzettel fälschen hast müssen, damit du Druck kommst. Wie ist denn jetzt in deiner Das Freizeit? Das kann ich nicht erwähnen. Corby, das bitte rausschneiden. Wie ist in deiner Freizeit? Kommst du überhaupt noch großartig, dass du irgendwie Serien oder Filme oder irgendwas anschaust? Wie läuft das da? Oder bist du nur richtig am Bürgermeister? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub genossen dürfen. Da komme ich natürlich schon zu sowas. Allgemein vielleicht ein bisschen weniger wie früher, ist schon klar, weil man muss ehrlich sagen, aktuell ist noch mit Corona natürlich auch ein bisschen weniger Veranstaltung allgemein, wie vielleicht normalerweise. Und da kommt man schon zum einen oder anderen Filmgenuss oder Seriengenuss. Ja, also das macht mir schon Spaß und nutze die, also wenn es irgendwann mal geht, dann schaue ich schon gerne Filme an, ja. Und lass mich natürlich auch gern für einen Podcast da inspirieren, weil. Ja, schauen wir mal, wie es dir heute anstellst, vielleicht lobt dir noch mal ein. Schauen wir mal. Was hast du denn für einen Lieblingsfilm, Lieblingsserie, Lieblingsfilm? Was ist denn da so dein Ding, wo du sagst, das kann ich mir jederzeit wieder anschauen? Mei, das gibt's verschiedene. Ich finde King of Queens oder sowas, geht immer wieder, oder letztes Mal habe ich zufällig mal gesehen, im Fernsehen ist mal wieder El Bandi gekommen. Ich glaube, das kann man sich auch immer wieder mal anschauen. Das wird Klassiker. Das wird nie zu blöd. Und ja, filmtechnisch, da gibt's ein paar, da wo ich mich mit meiner Frau drauf einigen kann, die wir beide gut finden. Die Schnittmenge ist nicht allzu groß, wenn ich ehrlich bin, aber sowas wie, ehrlicherweise, Herr der Ringe, Tribute von Panem, Harry Potter, und jetzt auch die Eberhofer-Filme, da sind meine Frau und ich auf einer, darauf können wir uns einigen und von dem her werden die auch öfter immer wieder mal. Also wenn die gute Frau Herr der Ringe mag, dann hätte ich gesagt, das ist doch nicht zum Heiraten, aber das hast du schon erledigt, gell? Das habe ich schon abgehakt. Ja, sehr. Und wo habt ihr dann Konfliktpotenzial? Wo kommt es dann nicht zusammen? Bei was für Filme oder Serien? Ja, ich meine, das ist vielleicht ein Klischee, aber sie steht halt natürlich mehr auf so liebeslastige Filme, wo jetzt ich vielleicht nicht so Hosten und so. So Liebesgrüße aus Bratislava, oder was? Wo halt da, ja genau, und ich bin halt schon eher mal, muss schon ein bisschen sich was rühren, ja, und ein bisschen ein Spannungsbogen drin sein, dass ich da lang dabei bleiben kann, sage ich mal so. Ja, okay, der Klassiker, der Momo Action, Frau mich Liebe, dann einigt man sich auf Herr der Ringe. Ja, das heißt der Klassiker. Du hast es schon geschnitten, Matthias, Eberhofer. Wir reden heute über ein Sauerkrautkoma. Ich glaube, das ist der 5. Film gewesen, der aus der Reihe bei uns veröffentlicht worden ist, 2018. Wieso ist der geworden, als ich dich gefragt habe, über welchen Film du reden möchtest, wie kommst du auf Sauerkrautkoma? Weil du die anderen nicht kennt hast. Also,
Weil ich habe überlegt, was war der letzte Film, den ich im Kino angeschaut habe, und das war auch gerade gekommen, weil vor kurzem war das Autokino in Landau in Zusammenarbeit vom Upstairs mit dem Cookie, haben sie da die Eberhofer-Filme gezeigt, und ich bin echt ein Fan von den Filmen. Ich finde es echt super, weil das so ein bisschen diese niederbayerische Lebensart, finde ich, ganz gut widerspiegelt. Und ich meine, das spielt ja auch teilweise bei uns ums Eck, und von daher hat das, glaube ich, ganz gut passt, dass man halt über diesen Klassiker. Cookie hast gesagt, für alle, die nicht wissen, was das Cookie ist. Das Cookie ist das Kultkino in Landau. Ich glaube, am besten beschreibt man es, wenn man sagt, ein ultra schnuckliges kleines Kino. Oben am Marienplatz, mein Erster. Genau, direkt neben dem Rathaus fast. Genau. Da hat ja der Herr Bürgermeister Heimvorteil, da braucht er gar rumgehen. Ja, also unbedingt Tigi. Auf alle Fälle nette Leute, die das betreiben. Und wie gesagt, das ist ein super schönes kleines Kino. Gemütliche Atmosphäre, gemütlicher Sitz. Kann man nicht mehr erwarten für so einem kleinen Kino. Und was auch geil ist, man kann sich da drin den Kinosaal mieten. Das haben wir schon gemacht, und haben wir uns dann nämlich zum Beispiel die Game of Thrones Finale angeschaut von Staffel 8. Also gerade hier nochmal ein kleiner Shoutout fürs Cookie. Woo! Yeah. Vor allem, wenn man sich mietet, dann kann man ungestört weinen. Geil, Kani. Erinnert mich nicht daran, weil ich gleich wieder geworden. Ja, Sauerkraut gekommen im Autokino. Ich war leider nicht dabei, und im Wochenende war irgendwie verhindert. Ich hätte es eigentlich vorgehabt. Hast du dann die Bücher dazu auch gelesen, dass du einen Vergleich hast, oder bist du rein der Filmschauer gewesen? Also meine Frau, die Isabella, hat alle Bücher gelesen, aber ich muss ehrlich sagen, mit lustigen Büchern, da bin ich jetzt ein, so ein Fan, da schaue ich lieber einen Film, aber die Filme habe ich alle schon mehrmals gesehen. Ja. Also okay. Geht mir auch so lustige Bücher, lese weniger. Bei mir muss es eher Thriller, Horror, Fantasy sein. Aber die Filme sind ganz amüsant. Hau mal ein bisschen aus, was taugt dir denn am Sauerkraut gekommen? Ja, wie gesagt, also allgemein an der Eberhofer-Reihe finde ich es halt einfach charmant, dass das ein bisschen diese niederbayerische Lebensart, vielleicht, wie kann man sagen, mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch einer gewissen heiteren Grantigkeit, finde ich, das bringen die sehr gut rüber. Ich meine, klar, der Mordfall ist immer irgendwie zwar da, aber ich glaube, das Hauptding ist einfach, wie schon gesagt, das Drumherum, einfach wie die drauf sind, wie sie miteinander umgehen. Wenn sie dann im Wirtshaus sitzen mit der Metzger, der Wirt und der Polizist, das finde ich immer echt charmant und spaßig. Und natürlich der Heizungsbauer, der Plötzinger, fast vergessen. Also, ich finde auch sehr gute Figur, und das macht einfach Spaß, finde ich. Ist jetzt natürlich nicht sehr anspruchsvoll, sage ich mal, aber für einen kurzweiligen Abend, glaube ich, mit einem Bierchen mit Freunden oder so, ist das, glaube ich, die optimale Kost. Genau, und bei nicht anspruchsvoll sind wir schon beim Stichwort für den Mike. Mike, geh doch mal kurz weiter und verzeih, dass wir mir auch ein bisschen was dazu gesagt haben. Wie taugt denn eigentlich so ein Korbi und Mike? Also ich muss sagen, es gibt bessere in der Reihe, aber gut, ich habe mir jetzt vorgestern habe ich mir nochmal angeschaut. Und ja, er hat seine Momente, man kann auf alle Fälle viel lachen. Man kennt ja mittlerweile auch die ganzen Charaktere schon, die wo einem schon ans Herz gewachsen sind. Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel der letzte Teil, der wo jetzt da rausgekommen ist, der Leberkast-Junkie, der hat mir jetzt auch um einiges besser gefallen. Wobei der Sauerkraut-Kommer halt schon wirklich urige Sprüche dabei hat, wie München kann mich am Arsch lecken. Oder wenn es dann wirklich so weit ist, und die haben am Opa Eberhofer das Auto gestohlen, wo es heißt, die Drecksbrunst versiffte Scheißstadt. So, das sind dann so Sachen, da muss ich dann schon herzhaft lachen, gell? Also gefällt mir auf alle Fälle. Wenn auch nicht der beste Teil der Reihe. Ja, da kann ich eigentlich fast nicht mehr dazu sagen, rein von deiner Meinung her. Vielleicht noch ein bisschen zu den Schauspielern, Sebastian Betzel und der Simon Schwarz, die zwei Hauptrollen spielen, die sind einfach super. Eigentlich Sebastian Betzel, du kannst es abkaufen, dass er wirklich der Eberhofer ist, also zumindest ich darf daran nicht zweifeln. Ja, und bei den Sprüchen, ich habe mir gestern erst wieder angeschaut, einfach geil. Wenn es irgendwie heißt, ja, keine Haare am Sack, aber Drängeln im Puff, das ist auf jeden Fall ein Lacher wert. Und gestern ist mir aufgefallen, dass da zwei Songs dabei sind von Christian Steifen, der so Polka-Schlagerartige Musik macht, aber eigentlich mit einem sehr derben Humor. Was auch super ist, weil alle romantisch dazu tanzen, während er singt, dass er seine Frau auf den Mond schießen möchte. Und es ist, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem anderen deutschen Film geht, aber zumindest nicht so lustig wie mit einem niederbayerischen Touch. Und wegen anspruchsvoll, also sagen wir mal, es ist wirklich nicht der Beste aus der Reihe, aber rein von den Themen her, es passiert handlungstechnisch doch relativ viel. Und auch der Mord, der behandelt wird, man weiß zumindest nicht gleich von Anfang an, wer es war. Ja, Tatsache war.
Haben sie das echt geheim gehalten bis zum Schluss, wer es war, Sakrament. Also unter anderem ja auch der Bürgermeister tatverdächtig. Das wird eh noch ein schönes Ding. Was darfst du jetzt sagen? Wenn wir jetzt mal da mal so die Parallelen ziehen, wenn du jetzt da so einen Polizisten wie einen Eberhofer hättest und du als Bürgermeister die Macht hättest, dass du sagst, den hau jetzt nicht weiter oder ich lasse bei uns weiter sandeln. Wie findest du die Entscheidung vom Bürgermeister, dass er auf Minga abschirmt? Ja, absolut fatal, ja. Du brauchst Fachkräfte, in Zeiten von Fachkräftemangel musst du so gute Leute natürlich halten, dann kannst du nicht nach Minga schicken. Ja, unglaublich. Saugrad Koma, einer der, ich glaube, sogar auf Platz 30 der Top 100 deutschen Filme gelandet mit seinem Einspielergebnis von 8 Millionen Euronen. Hat er, ich glaub, nur der Leberkast-Junkie hat sich dann noch mal gesteigert. Also die Reihe ist ungebrochen erfolgreich, ist ja schon der nächste Teil in Arbeit. Da wisst ihr jetzt gerade nicht, wie der heißt, weil die alle ganz verrückte Namen haben. Und sie ja auch die Buchreihenfolge, wie sie die Autorin Rita Falk veröffentlicht hat, nicht einhalten bei den Filmen. Wie schaut's aus? Organisieren wir uns das Cookie, dass für den nächsten Teil wieder Autokino aushauen. Weil wahrscheinlich werden wir Corona noch länger am Knack haben, wenn der nächste kommt. Schauen wir mal, irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass der eigentlich schon den August kommen hätte sollen, aber das haben sie jetzt verschoben, kann das sein? Ich weiß ja nicht genau. Das ist gut möglich in dem ganzen Verschiebungswahn momentan, wo sie eigentlich nur, dass nichts kommt. Ja, so kann man das unterm Strich festhalten. Ja, freilich, also wenn uns das Corona noch länger begleiten muss, dann war es natürlich, glaube ich, eine super Geschichte, wenn zum neuen Veröffentlichung vom neuen Teil wieder da irgendein Autokino oder irgendwas steht da, ja. Aber ja, oder eine kleine Premiere in Landau organisieren. Lass mir deine Connection spielen. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Wie schaut es dann am Schluss aus? Ich möchte weitere Parallelen sehen, weil das einfach so schön passt, dass da der Bürgermeister tatverdächtig ist. Am Ende kommt raus, der Bub vom Bürgermeister hat da die Branka, glaube ich, hat's geheißen, hat die da mal ein bisschen berührt und dann ist halt ein Empfängnis entstanden und die Haushälterin hat ja da nachgeholfen. Und der Eberhofer nutzt es natürlich aus, dass er wieder zurückkommen darf, indem er die ganze Geschichte dann vertuscht. Wie schaut's aus? Wie bestechlich bist du? Also ich hätte ihn ja gar nicht weggeschickt, von dem her hätte sich das bei mir erübrigt. Also. Ich schicke aus der Ferie. Das kann er schon. Allglatt, dieser Politiker. Allglatt schlängelt, dass sie durchgeht. Das lernt man am ersten Tag. Bei wem hast du gelernt? Der professioneller Politiker. Ja, das geht automatisch von Amtsträger zu Amtsträger über. Kani, wie viele Fragen hast du aufgeschrieben in der Art? Warte mal, ich muss bladern. Das ist nicht mein Mund befeucht. Ja. Nein, ich glaube, das war's. Ich hätte eine Frage an Herrn Bürgermeister. Und zwar, wie schaut's denn aus? Der Film heißt ja Sauerkrautkoma. Das wo natürlich davon herrührt, wenn man eine riesige Menge Sauerkraut in sich reinhaut und einem geht's dann ganz schön schlecht. Wie schaut's denn nachher bei dir aus? Ja, ist da auch schon mehr so gegangen? Also, wegen dem Sauerkraut jetzt nicht. Vielleicht wegen das, was man dazu trinkt, kann es schon mal sein. Aber rein wegen dem Sauerkraut, nein, da habe ich mich, glaube ich, dass man mal aufs Klo gehen muss. Then you have to go quickly und dann... Genau. Aber... Nein, im Koma war ich noch nicht, deswegen. Passt. Man muss wahrscheinlich vorher mal so eine Dosenfutterkur machen und dann richtig Sauerkraut reinhauen. So viel wie der Rudi doch da gefressen hat, so viel frisst doch auch kein Mensch nicht. Nein, da war so viel Fleisch am Teller gelegen, wo ich lieber gegessen hätte wie das Sauerkraut. Also das nächste, erst einmal heim, das war doch ein geiles Gesicht, das erste Mal heim wir das rein. Naja, also ich glaube schon, wenn du die letzten Wochen, die hauptsächlich von Dosenravioli ernährst und dann auf einmal was Gescheites zum Essen kriegst, dann genieß es so lange, wie es da ist. Also, halt, stopp. Ich möchte nichts hören, dass Dosenravioli nicht gut ist, weil nämlich die halbrunden Dosenravioli in bekannter Soße, die sind göttlich, das ist Ambrosia. Ja, das darfst du wochenlang essen. Das habe ich schon wochenlang gegessen. So ein langes Wochenende Summer Breeze oder sowas, da gibt's nichts anderes. Brauche ich kein Festival. Festival ist, was du draus machst. Ja, genau. Ach so, okay. Wobei, schon wegen Fake News, halt, dass da haben sie beide gesagt, sie haben noch nie gekocht und 5 Minuten später im Film haben sie das geilste Essen auf dem Tisch. Ja, das weiß ich nicht. Ja, also ich weiß nicht hinkriegen. Ja, der Oma gefragt. Ja, gut. Lass ich durchgehen. Und das Sauerkraut war ja auch schon hergerichtet, also von dem her. Das war wahrscheinlich auch aus der Dosen. Das hat aber vom Ding aus, von dem fetten Topf da aus, mit den Händen ausgereiht. Ja, aber vorher war es in der Dosen. Ah, genau, der Riesendeckel, wo der Papa mit drin umeinander gestampft. Genau. Der geile Papa, der die ganze Zeit umeinander kifft. Das wird bekannt aus der Serie Daheim ist daheim. Mhm. Ganz schlimm. Habe ich ab und zu anschauen müssen, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, ich und mein Putarella, und ich bei ihr zu Besuch war und wir mit ihren Eltern mal auf der Couch gesessen sind. Dann ist es immer losgegangen mit Daheim ist daheim.
Und dann haben wir gedacht, jetzt sage ich A wieder den Scheißdreck und B habe ich wieder einen Ohrwurm den ganzen Abend mit dem scheiß Intro-Liedl. Der Herr hat auch einen ganz illustren Namen, und zwar ist das der Essi Gulb. Ja. Das ist für so einen eingefleischten Bayern ein ganz seltsamer Name, finde ich. Das ist, ich hab extra nicht gesagt, weil ich gewusst habe, wie man den ausspricht. Meistens spielt er schon ziemlich geile Rollen. Der hat er bei Hubert und Stoller mitgespielt oder auch bei Pastewka 2 Folgen lang. Und auch bei Pastewka hat er so einen richtig geilen Bayern einfach aushängen lassen. Und das ist super. Das passt halt auch einfach super zu ihm. Schau ihn doch einmal an, der Typ schaut einfach aus wie der Urbayer. Bis auf seinen komischen Zopf. Ich hätte jetzt da noch einen kleinen Trivia-Effekt. Also einige wissen es vielleicht, also alle aus der Region bei uns, im Landkreis Dingolfing-Landau, da werden ja auch die Eberhofer-Filme gedreht. Und da in Frontenhausen, da ist ja auch der Eberhofer-Kreisel, da wo auch der legendäre Kreisverkehr, der wo in die Eberhofer-Filme vorkommt, inklusive ein Aufsteller, dass er wirklich der letzte Depp weiß, dass das der Kreisverkehr ist. Wie schaut's denn aus? Hat sich vor euch schon mal einer dort fotografieren lassen da mit dem Aufsteller, oder ist da auch schon mal vorbeigefahren, oder ist euch das komplett fremd, wo das Teil steht? Ich war sogar schon mal genau auf dem Platz Furt. Insofern mal Furt gehen in Frontenhausen kann. Ja, aber du warst doch nicht am Kreisverkehr Furt. Nein. Warte, was ist für geile Festel sind da? Kennst du nicht die berüchtigten Frontenhausener Kreisverkehrfestel? Damit die Techno-Raves unter die Autobahn brücken. Ja, da treibt sich das wilde Volk umeinander. Ja, unglaublich. Nein, also in Frontenhausen war ich schon öfter früher, und ja, wie schon gesagt, da gibt's auch in der Nähe so eine kleine Kneipen, da kann man relativ gut bei den Aktionen fast schon eimerweise Cocktails saufen. Ja, sagen wir mal, seit ich verheiratet bin, mache ich sowas nimmer. Aber bei dem Kreisverkehr fährt man doch ab und zu mal vorbei, ja. Aber dass ich stehen bleiben darf und ein Foto mit dem Kreisverkehr mache, naja. Ja, mit dem Aufsteller, natürlich. Und wenn du einfährst nach Frontenhausen, dann heißt es sogar, ist ein Tafel da, das wo heißt, Frontenhausen, das echte Niederkaltenkirchen. Finde ich ganz schnucklig. Ja, der Gassner Franz, der Bürgermeister, der macht ja da so Führungen. Also da fahren sie wirklich mit Bussen hin und schauen sich das an. Also das ist schon jetzt zwar nicht Corona-bedingt, aber, und ich habe mir auch sagen lassen, die Metzgerei da vor Ort, die hat einen riesen Umsatz. Und die verkaufen Hafer lieber Kassimin, oder? Ja, genau. Hättest du das auch mit Landau machen, wenn sie jetzt Niederkaltenkirchen, also praktisch, wenn sie es in Landau draht hätten, hättest du dann da auch mit dem Bus umeinander fahren und die Sehenswürdigkeiten herzeigen? Sowieso, da hat nichts anderes mehr machen. Wenn das nie aufstellen lassen, weil ich Busfahrer wurde. Aber jetzt ist ganz anders gelaufen. Wie das Leben so spielt, gell? Ja, kommst nicht aus. So ein Polizist wie die Eberhofer, die braucht man echt bei uns in Landau. Einfach ein geiler Auf-der-Typ. Ich finde es allein schon so gut in dem Sauerkraut kommen, wie die zwei tatverdächtigen Burm an die Liefen packt und zusammenscheißt im Präsidium drinnen. Einfach so richtig geil, wie ein alter Mo einfach schon. Ja, einerseits ist er ja auch total verhaltensgestört, muss man sagen. Wenn du das so siehst, wenn er dann den Heiratsantrag im Rathaus macht, dann sagt, ja, Eberhofer, das können sie doch nicht machen, das ist ja wie in der Kfz-Zulassungsstelle. Genau. Und wo er dann noch fragt, ja, also, müssten wir jetzt heiraten? Und dann schaut's nur so und dann sagt er, ja, also nicht, oder? Weißt du, also die sind Sachen, was du sagst, das ist ja so ein Klotz, der Eberhofer, dass der Wahnsinn ist. Der Weltklasse ist er. Oder wenn er es dann später nochmal macht, den Antrag, und dann heißt ja, und weiter? Ja, wo so weiter? Ja, der Ring. Ach so, einen Ring brauchst du auch. Seht zwei, also ich sage, der Rudi, die Reihe ist ja allgemein, weil wir vorher schon bei anspruchsvoll waren, sie ist ja allgemein nicht wirklich anspruchsvoll und sie arbeitet immer nach dem gleichen Rezept, aber das Rezept funktioniert einfach. Aber nur weil der Eberhofer oder wie der heißt, der Sebastian Betzel das so unglaublich gut spielt, genauso wie sein Kollege, der Simon Schwarz, der den Rudi spielt, das ist einfach so ein geiles Leinwand-Duo, die zwei Affen, die kannte immer wieder zuschauen. Und wie wir schon gesagt haben, dieser Sauerkraut Koma ist nicht der stärkste aus der Reihe, meine Augen, aber trotzdem ist er unglaublich unterhaltsam für so einen gemütlichen Abendfilm, wo man sagt, da trinkt man vielleicht einmal 2, 3 Bier dazu mit ein paar Kumpels. Und ich werde auch bei den anderen Filmen, gehe ich davon aus, dass es genauso weitergehen wird und er genauso erfolgreich sein wird und genauso lustig sein wird. Ein geiler Rudi, wenn er im Auto drinnen sitzt und lässt sich 5 Minuten lang während er telefoniert vom Hund im Gesicht immer anschlecken. Was soll ich denn das machen? Jeder darf sagen, hau ab, Hund. Und weißt du, er reagiert einfach gar nicht. Da muss ich dir auf alle Fälle recht geben. Die ganzen anderen Charaktere, die vorkommen, der Flötzinger, der Metzger, seine Freundin, der Oma, der Opa, ist alles so geile Figuren einfach. Der geile Flötzinger, warum lotterst du eigentlich ein, so eine Sauferei im Puff drinnen, wenn Flatrate ist, gerade bei der Darkroom, wo die Schwulen waren, da drinnen, oder? Ist dann alle außenrum. günstige. Ja, genau. Und warum haben sie denn alle keine Hosen noch?
Die gehen ja nur zum Saufen und haben alle keine Hosen, aber was soll denn Das ist ein Kleiderkodex wahrscheinlich. Hab ich mir sagen lassen. Hat er sich sagen lassen, der Bürgermeister, dass das der Dresscode ist. Conny, gibt dir da ganz auf alle Fälle recht mit deiner Einschätzung oder deiner Bewertung von den Filmen. Die Lage ist halt, dass wirklich so ähnlich sind oder vom Aufbau her alle gleich sind, dass ich oft wirklich zum Tor habe, wenn mich jemand fragt, hey, hast du den und den gesehen? Sage ich, ja, hab ich. Aber ich weiß jetzt nicht, was für einer das genau ist, weil die oft so gleich sind im Aufbau, dass ich oft nicht weiß, was für ein Teil jetzt was für einer ist. Genau, da fragst du immer, ja, war das der in Minga oder war das der mit dem und dem Ort oder waren es da nicht irgendwie in Italien? Genau. Aber wie jetzt der heißt, also das ist ja, ich glaube, wenn das bei Wer wird Millionär wird und die letzte Frage ist, dann hast du schon fast verloren. Danke, Eberhofer, wegen dir keine Million gekriegt. Aber das stimmt, man tut dann anhand von bestimmten Indizien oder bestimmte Szenen versucht man dann rauszufinden, ob man beide den gleichen Film meinen oder nicht. Fies wird's dann, wenn man sagt, ja, da der eine, wo der Rudi auch vorkommt und Oma und... Da muss Leberkasse essen, weißt schon der. Das ist eigentlich mit dem anderen Affen, der in seinem Büro drin sitzt und man macht sich mit dem Senf Herzl in Leberkäse rein. Weißt du, das sind lauter so Idioten-Szenen, so Brunstbläde, aber so nebenbeiläufig, dass ich einfach lachen muss mit diesem Scheiß-Trikot, obwohl es eigentlich gar nicht so lustig ist. War das der Moracek, der Polizeichef? Nein, der Bur vom Metzger. Ah, alles klar. Gut, passt. Das ist also geil, wo der dann auf Bühne aufgeht, weil er doch dann sagen möchte, dass ein Auto abgestellt wird. Und dann sagt er, wart's kurz, Burm. Und einer von denen ist einfach sein Papp. Und wo sollst du noch an seiner Westen, gell? 5 Kilo Pfefferspray. 6 Flaschen Tränengas. Lauter so Geschichten. Da sagt er doch auch so was Geiles zu ihm, was er jetzt da umnieten möchte. Was sagt er da? Ja, aber das ganze Niederkaltenkirchen zum Weinen bringen möchte mit seinen 7 Flaschen Tränengas. Ich glaube, er sagt sogar ganz Niederbayern. Ja. Aber es kämen auch so geile Details vor, wo es dann in der Wohnung sind, in Minga, die Tapete von seinem Zimmer. Das mit den kleinen Pinguine und die dann umeinander machen auf der Eisscholle und der eine rudert mit einem Ruderboot irgendwo hin und Gott, ist so geil und dann fleckt die eine Tapeten runter und siehst erstmal, dass da ein riesen Blutfleck an der Wand drauf ist. Oder dann auch im Wohnzimmer auf dem Tisch diese Räucherstäbchenhalter, das ist einfach Eichhörnchen sind. Ja, das ist eine ganz grausliche 70er-Jahre-Pulli, da kriegst du echt Angrebs mit den ganzen Tapeten und Teppiche und viel Teufel. Aber das ist einfach der Wahnsinn. Also der Rudi ist so ein geiler Charakter, auch wo er dann fragt, sag mal, hast du bloß 2 CDs? Ja, braucht man mehr. Es ist ja Wissen, dass der Mensch nicht mehr braucht. Ja, genau. Oder wenn du den geilen Imbissbesitzer hingehen und werden gleich sofort so geil aufregt, dann haut er doch sofort auf Schimbo auf, oder? Mit dem Baseballschläger. Ja, genau. Der geile 2-Meter-Hühner haut ihm sofort dann auf und das ist auch so geil. Hier unten bin ich geil umeinander mackern und sofort dann die fangen. Genau, und was sagt dann der Eberhofer? So, beruhigen wir uns jetzt wieder. Und wieder die ganze Situation mit dem Burm am Schluss. Ja, das ist einfach schon nicht deeskaliert, dass er einfach scheißegal ist. Er steht da mit der Gnade und er fickt nur die ganze Zeit so geil ein. Schieß halt. Ja, genau. Schieß halt dann. Und dann am Schluss hast du gerade, war er doch an im Lauf. Weltklasse. Wie findest du den Gerichtsmediziner? Ja, geiles Österreicher. Ja. Der ist super. Ja. Da habe ich jetzt gesehen, dass der in der 2. Staffel von How to Sell Drugs Online Fast mitspielt. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Ich auch nicht. Ach, immer die guten Serien schaut euch nicht Jetzt an. gar nicht. Ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass das eine deutsche Serie ist. Ich sag's ganz ehrlich, so weit weg bin ich von der Materie. Ja, das ist Weltklasse. Die erste Staffel ist so ein bisschen durchwachsen. Okay. Was ich da empfehlen kann, was auch bayerisch ist, das ist bei Amazon Prime drin, das ist der Beischläfer. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch etwas, das wo brutal lustig ist. Auch mit so einem großfotzerten, ja gut, das ist auch ein Mingerer, aber der ist auch ähnlich wie der Eberhofer, so ein richtiger Grantler. Und ich habe auch riesig Spaß gehabt bei der Serie, also kann ich euch nur empfehlen, der Beischläfer. Da spielt auch ein bisschen ein Cast mit von Hubert und Staller, oder? Ja, genau. Das ist doch der Harry G., oder? Genau, Harry G. heißt er, richtig. Ah, da haben wir einen Insider da sitzen, habe ich schon gesehen. Harry G. ist auch beim Sauerkraut gekommen dabei, habt ihr ihn erkannt? Nein. Sein Anzugschneider. Der Anzugschneider. Das ist der Harry G., ja. Ach, am Schluss? Nein. Wenn's, aber das ist ein geiler Anzug, meine ich, hat er doch oder? Ja, ja. Da gab es so geil, also der Typ mit dem Schnauzbart und so, glaub so schwarze Lockerl hat er gehabt in dem Teil. Da muss man nicht mehr Ja, ich hätte ihn nicht kennen, nein. Aber ich hab's auch erst durch Zufall gelesen, weil auf den schaue ich nicht so, weil ich muss mir outen, ich bin nicht so der Harry G-Fan. Ja, aber die Beischläfer fand ich jetzt auch echt ganz gut. Ja. Ah, hast du gesehen, sauber. Sowieso.
War was mit Frau oder war das wieder was zum Anschauen? Nein, das haben wir zusammen geschaut. Ach schön, ja. Das kann man mit Frau schauen. Wie gesagt, wenn die Frau dann auch auf die Ding steht, auf die Eberhofer-Filme, dann bist du eigentlich bei der Serie auch genau richtig, weil es eher ähnlicher Humor ist. Ja, du musst mal probieren, weil der Mike hat da mittlerweile einen Geheimtrick, wenn ihr einen Film anschauen möchte, den sie eigentlich nicht sehen möchte, dann massiere ich ja halt 1,5 Stunden lang gefürst. Also, wenn jetzt hier einen Liebesfilm schauen möchte, dann sollst du dir Fürst massieren in Zukunft, dann probierst du das einmal so aus. Schauen wir mal. Also gerade mal so Insider. Aber ich sag das gleich, wenn du so einen richtig geilen Film drin hast, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, und dann haust du den ein und du freust dich schon voll und sie haut der Pfirst auf den Schoß, du massierst einfach dahin und die Zeit vergeht wie im Flug. Also nichts Besseres gibt's nicht. Ja. Hör auf, weil der Matthias dann seine Füße schon zu mir macht. Warum wird sich auch nicht einig, was sich jetzt da noch für einen Film schaut, wenn die Aufnahme vorbei ist, oder Ich was? hab kein Make-Fett da zum Einschneiden, das geht nicht. Ja, Matthias, wir haben ja in Landau ein schönes Wirtshaus, ein Obernkrieger. Kann aber, finde ich, jetzt nicht ganz mithalten mit dem Wirtshaus aus der Eberhoferei. Warst du da schon mal drinnen auf einem Umtrunk, oder wie schaut's da aus? Im Wirtshaus von der Eberhoferei, oder wie? Ja, genau. Ich hätte schon mal geschaut, wo das ist, weil ich mal hinfahren wollte mit der Isabella, aber das ist irgendwo bei Minger. Und dann haben wir das vertagt und bis jetzt noch nicht geschafft. Ja. Ach, schade. Also wenn du wieder fast steht auf der To-Do-Liste. Ja, dann nimmst du mich mit. Passt, läuft. Weil ich hätte nämlich dann da gern so ein Festel, wie der Eberhofer als Jungs einen Abschied gekriegt hat, und zwar mit der gleichen Tänzerin. Was war denn da eigentlich los? Ist ja nichts, was hat er denn eigentlich für Freunde, dass sie bei sich nicht organisieren? Aber wir haben alle zufrieden ausgeschaut. Ja, ich wollte gerade sagen, das stimmt eigentlich. Sie sind einfache Männer. Es hat eine Frau hat sie ausgezogen und jeder hat es gedacht. Ja. Ne? Was brauchst du denn mehr? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ein Bier gehabt, die haben einen Schnaps gehabt und die haben eine Frau gehabt, die ihre Reize eingesetzt hat. Das ist ja schön. Ja, und auf die Menge an Bier und Schnaps, was die Intus gehabt haben, war die wahrscheinlich bildhübsch. Wahrscheinlich, ja. Jetzt hat sie schon wieder so oberflächlich. So unglaublich. Immer auf den Blick gekriegt. Was ist denn das für ein Teil, wo sie doch auch im Wirtshaus sitzen und danach fahren sie mit irgendeinem Kasten am Auto umeinander, wo er doch dann, der Flötzinger, der Mary Ann oder so, oder? Ja. Das finde ich auch super. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das ist. Ist das nicht der Leberkast-Junkie? War das jetzt nicht der letzte? Das ist gut möglich, ich bin mir aber nicht sicher. Klar, ich weiß nicht. Das Thema von vorher. Jeder weiß die Szene, aber keiner weiß, in welchen das war. Aber ich weiß auf alle Fälle, dass es in jedem Teil hat sogar diese geile Wirtshausszene gegeben. Das ist schon mal einer der Highlights, finde ich, im Wirtshaus. Und vor allem immer diese Nahaufnahme im Wirtshaus vom Flötzinger in seiner geilen Fresse. Bei dem Typen, den wenn ich sehe mit seiner Brühe, der kann die zusammenbrechen. Der macht das auch echt, der spielt das auch super. Gell? Also, habt ihr noch eine Frage an unseren Prominenten da? Wenn wir schon mal jemanden da haben, leider, wir müssen ausquetschen. Kitzeln so jetzt aus, vielleicht kriegen wir intime Details, die wir dann gegen Was ist der Plan nach Landau? Landau gefällt mir, Bayern gefällt mir, die Welt gefällt mir. Heute Landau, morgen die ganze Welt, oder was? Ich bin zufrieden, da wo ich bin, mehr brauche ich nicht, ehrlicherweise. Niederkaltenkirchen gefällt mir heute. Niederkaltenkirchen. Müssen wir mit dem Gastner Franz reden, ob wir nicht uns irgendwie zusammen eingemeinden können. Partnergemeinde, ja, das war vielleicht das. Ich hätte schon noch eine Frage, und zwar, hörst du noch anderen Podcast? Ja, tatsächlich habe ich habe auch früher schon mal überlegt, ob ich mich selbstständig mache und so weiter, und da habe ich aber immer eher, also weniger unterhaltungsmäßig, so Unternehmerkanal, Podcast und irgend sowas in der Richtung habe ich früher echt oft auch gehört, inzwischen jetzt einfach zeitbedingt nicht mehr ganz so. Aber ich finde das auf jeden Fall ein gutes Format, weil das kann man nebenbei mal anhören, so. Ich tue dann gerne die Geschwindigkeit auf 1,5 oder so. Aber ich finde das als Format echt gut, ja. Ja, und wir waren ja vorher schon bei anspruchsvoll. Da wir nicht anspruchsvoll sind, läuft das halt gut nebenbei und man muss sich nicht konzentrieren, ja, gell? Das kann ich nicht beurteilen. Es ist ja halt auch eine willkommene Abwechslung zu dem Drecksradioprogramm, was läuft bei uns. Du weißt, immer nur derselbe Scheiß im Radio, vor den Moderatoren, vor die Witze, vor die Liedl. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, dass ich im Auto mehr Podcast her, als dass ich Radio her oder sowas in die Richtung. Ja, also wie ich zum Beispiel auf Landshut noch gefahren bin, in Dauert, wenn ich in Landshut gearbeitet habe, da habe ich mir einmal der Audiobook oder Podcast oder so gehört, ja, auf der Fahrt, weil das, ja, bitte irgendwo, gell. Jetzt mittlerweile nur noch Viva la Movilusion, oder? Jetzt nur noch das Wichtige. Ja, Gott sei Dank. Der Mann weiß einfach, wo es an erster Stelle stehen muss. Wie schaut's denn aus mit Werbeflächen für uns? Kannst du uns aber was zur Verfügung stellen? Oder sollen wir das nachher auch nicht mehr machen? Ja, was zahlst du denn dafür? Was hast du für finanzielle Mittel? Mir darf man auch so einen Aufsteller nehmen, mitten am Kreisverkehr, aber in der Stadt. Ja, der Viva la Movilusion Kreisverkehr in Landau. Lecker. Schauen wir mal. Also sein Blick schaut aus, als war er nicht abgeneigt davon. Wir halten euch auf dem Laufenden, was passiert.
Wir kommen dann auch schon zum Ende, würde ich sagen, weil ich glaube, es ist alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und noch mehr. und noch viel mehr. Also haben wir dann gleich mal wieder unseren Triple Threat raus. Und als Dauerhörer von uns weißt du ja schon, was das heißt. Sowieso. Und musst, was lachst du jetzt so? Möchtest du damit andeuten, dass ich dir gerade jetzt gesagt habe, was das ist? Nein. Alles klar, Matthias. Gab's bei dem Film Titten? Also nackt meinst du jetzt, oder? Ja, aber ich lasse mit BH durchgehen diesmal. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Das Ende. Also am Ende natürlich. Ja, jetzt genau. Ah ja, freilich. Haben wir ja vorher gerade geredet. Ja, schon her. Die Stripperin war ja da. Ja, logisch. genau. Passt. Sind Tiere gestorben? Nein. Und hat man männliche entblößte Trompeten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Aber ich darf gerne mal in Rudi sagen. Nein, also passt. Dann geht's weiter mit unserer üblichen Beziehungsrunde. Und da wir heute einen Gast dabei haben, darf der anfangen. Matthias, wir machen immer so eine kleine Abschiedsrunde noch, mit dem wir uns gegenseitig sagen, was uns am besten gefallen hat und was uns am wenigsten gefallen hat. Wenn du jetzt halt irgendwas ankreiden müsstest bei dem Streifen, was würdest du sagen, hat dir am meisten gestört? Mir ist ja vorher schon mal aufgekommen, es ist vielleicht an der gesamten Reihe, kann man schon sagen, dass immer wieder der gleiche Aufbau ist. Es ist halt die Gefahr da, dass sie das vielleicht schon irgendwann abnutzen könnte, dass sie sich vielleicht dann um irgendwann so einen Knaller einfallen lassen und ein bisschen die Struktur wegen umbauen allgemein. Aber ich glaube, wie wir vorher schon gesagt haben, solange das so funktioniert, wie es funktioniert und die Schauspieler das so authentisch überbringen, passt das schon. Okay, und was musst du hervorheben, was ist für die das Highlight aus Sauerkraut gekommen? Das Highlight aus Sauerkraut gekommen, ja, wie gesagt, wenn es alle drei beieinander sind oder alle miteinander, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich habe jetzt gerade vor Augen die Szene, wie der Papa im Sauerkrautkessel drinsteht und reinstampft und die Gastfamilie schaut zu und er erklärt dann im Nachhinein noch, was passiert, dass man halt dann da gut aufs Klo gehen kann. Das habe ich jetzt irgendwie gerade so im Kopf. No panic, he washed his feet before, oder? So. Glaubst du? Glaubst du, genau. Ja, dann gehen wir die Runde weiter zu Mike. Was sagst du? Also, was mir jetzt gar nicht gefallen hat, das hätte jetzt vielleicht blöd, aber das war zu einem der Abspann, das in Anführungszeichen das Musikvideo da, das hätten sie sparen können. Das ist selbst, wo sie also wie Rotz am Ärmel durch die ganze Reihe zirkt, das ist der Abspann, wo oft sehr unlustige Lieder dabei sind und noch unlustigere Musikvideos in Anführungszeichen dazu. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, das sind ja wieder die Eskalationen vom Opa Eberhofer. Das ist halt einfach, wenn er über die Mingerer herzieht und Mords schimpft und wenn sie am sein Auto stehen, mitten vor der Haustür und als er dann draußen steht und pulvert wird Sau, da kann mich so richtig amüsieren. Da habe ich mich im Trailerschutz da amüsiert und im Kino hat's mich dann auch noch mal so richtig geschmissen und daheim auch wieder. Das ist einfach super, wenn die alten Männer so richtig ausrasten. Das mag ich. Das bin ich gewohnt von daheim. Ich wollte gerade sagen, das spricht der Vaterkomplex, gell? Passt, merci Mike. Und Corbinian, was sagen Sie dazu? Richtig gut gefallen, der Matthias hat es schon gesagt, die Charaktere und aber auch wie die alle miteinander zusammenspielen. Also es ist einfach mega geil, wenn der Franz das erste Mal zum Rudi in die Wohnung kommt und der Rudi dann erst einmal dieses Zimmer erzeugt, da hat es mich schon leicht zerrissen, aber nur wegen der Tapete. Aber auch diese ganzen Sprüche, am Anfang habe ich es auch schon gesagt, keine Haar am Sack, aber Drängen im Puff. Und das ist einfach mega. Also von mir aus machen es nur 18 solche Filme, solange ich einen Flötzinger mit dem Simmerl und was weiß ich, da sehe, wie die wieder irgendeinen Scheißbaum, wie einen Maibaum ummachen, damit den Franz wieder zurückholen, ist einfach top. Und was mir nicht so gefallen hat, ich muss jetzt einfach nennen, auch wenn man jetzt beim Sichten aufgefallen ist, dass da gar nicht so viel im Minger sind, aber das ist einfach dieses Minger-Thema, weil wir haben ja im Vorfeld auch drüber geredet, welcher Wald, glaube ich, der Sau gerade gekommen, ja, der Minger. Und dann haben alle drei eigentlich gesagt, der ist, glaube ich, nicht so gut. Oder hat man zumindest nicht mehr so gut in Erinnerung. Also München hat anscheinend einen schlechteren Touch wie Frontenhausen bzw. Niederkaltenkirchen. Okay, du hast unsere Landeshauptstadt, das ist vermerkt. Sehr bitte. Nein, Moment, nicht hassen. Ja, aber ein Eberhofer sei Vater auch, also tu dich nicht so an. Also, was heißt denn hassen? Es ist einfach Zusammenhang Minger, nimmer lustig. Ja, die Schlinge, den Kopf kriegst du nicht mehr aus der Schlinge, guter Mann. Ich zitiere gern nochmal. Drecksbrunz versifft die Scheißstadt. Hätte ich auch noch kurz was sagen, darf ich? Ja, bitte. Jetzt lass mich raten, dein Highlight, es war Minger und Minger ist die geilste Stadt der Welt. Minger.
Na, mein Highlight ist die Szene, die ich schon erwähnt habe, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das, wenn der Eberhofer dem einen Burm an die Ohrwaschel packt, über die Siedlung und zickt noch auf den Boden, das finde ich einfach so geil, weil das erinnert mich an die Lehrzeit, weil mein Meister hat mir auch ständig geschopft hinten oder an die Ohrwaschel packt und da habe ich einfach lachen müssen. Und was mir in dem Fall auch nicht gefällt, das ist, wie der Mike schon gesagt hat, da schließen mich an, das komische, pseudo-lustige Musikvideo am Ende, das ist so aufgesetzt, das ist so gezwungen. Das bin ich auch da gesessen mit einem fragenden Blick und habe mir wieder gedacht, was soll denn eigentlich der Scheißtrick, das hätte man doch jetzt auch bleiben lassen können. Ja, das war mein Abschluss und somit kommen wir zum Gesamtabschluss. Ich sage danke in die Runde, danke vor allem zu Matthias, dass du gekommen bist und da mitgeschmerzt hast, finde ich ziemlich cool, dass du da die Zeit nimmst. Ich sage danke, es war mir eine Ehre. Ja, uns auch, hat uns sehr gefreut, dass du dabei bist und der Rest von unseren Abermillionen Zuhörer, ihr wisst es ja, wie ihr es machen müsst, liken, teilen, kommentieren. Was haben wir sonst noch gesagt? Den Arme ritzen haben wir, glaube ich, schon gesagt, was das sind, oder? Aber ihr wisst auf alle Fälle, was wir meinen. Bleibt's geil, hört beim nächsten Mal wieder eine. Bis bald, Leute. Servus. Servus, bis dann. Ciao.